Dieses Spiel nimmt einfach kein Ende, Freunde. Ach du heiliges Kanonenrohr. Und das nicht nur deswegen, weil es irgendwie super geil wäre und so sehr schön, wenn es so wäre. Naja, Story muss es natürlich schon ein bisschen fesseln, das stimmt schon, aber die verdammten Trendsender, die nerven einfach nur. Das ist unglaublich. So, jetzt noch die Frage, welcher ist jetzt der beste Weg für uns? Weil, ihr seht auch schon, wir haben da rechts oben noch zwei Dingensbumsen. Ich spiele irgendwelche Gegenstände, ich schätze mal 2 Karten noch. Wir haben aktuell keinen dabei, wir haben aber noch 3 Tore zum Öffnen. Sprich eine Level, also halt die blaue, sprich Level 1, dann gelbe Level 2 und die rote Level 3. So, und ich brauche vermutlich sowieso... Nein, ich habe sogar 2 gelbe, sehe ich gerade. Verdammt. Ja, sprich, ich brauche vermutlich 2 gelbe und eine rote, was? Also die Frage, sind die oben, sind die unten, überall Trendsender? Ja, und ich hasse die Teile einfach so, es ist unglaublich. So, wir machen es sowieso noch künftig so, ja, man sieht ja hier, wir müssen vielleicht häufig noch gegen die gleichen Trendsender und die gleichen Decks antreten. Das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, sprich, ich werde da versuchen, wenn ich so eine Situation habe, dass ich einfach die Kämpfe überspringe. Also überspringen. Quatsch natürlich, dass ich da einfach nicht synchronisiere, sondern... synchronisieren. Ja, einfach nicht drüber quatschen, sondern einfach die Kämpfe ein bisschen Schnelldurchlauf macht. Geht ja auch. Einfach die Geschwindigkeit dann ein bisschen hochstellen. Irgendwie doppelt, dreifach oder vierfach sogar. Vierfach Geschwindigkeit und dann seht ihr dann ganz Duell ein bisschen in. Ja, dass es ein bisschen schneller durchgeht. Wenn es nicht bei den gleichen Trends immer wieder aufhalten müssen, nämlich schon ein bisschen sehr nervig. So, jetzt erstmal die beiden Karten. Noch die 2 verdeckt. Und wenn man sagen, mein Zug ist beendet. Die Synchro, die magische Steinausgrabung. Sakura Zurüstung, ja, könnte klappen. Was macht er denn da? Meine Fresse. Gut, aktiviere mal ein bisschen Weltraum-Typhoon und puste eine verdeckte Karte vom Feld. Dann kommt er gar nicht erstmal dazu, sie richtig einzusetzen. Und tschüss. Was war's überhaupt? Ah, das ist Sakura Zurüstung. Interessant. Das könnte lustig werden. Ich rufe finster Resonator im Angriffsmodus. So. Synchrobeschwörung, nö. Da wäre jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich werde erstmal gucken, was er so verdeckt gesetzt hat. Für meinen Zwillingsschwerplünderer ist das eine fabelhafte Einladung. Sehr gut, wäre hinüber. Müsste ein neuer nachkommen, oder? So ist ein Monster, das ich selber nochmal zweimal aufrufen kann. Oh, einfach andere Lichtmonster von mir aus. Ist immer interessant. Verteidigungspunkte. Okay, soll er bloß mal. Das wird trotzdem nicht viel bringen. Tschüss. Naja, wenn das alles wieder drauf hat, dann wird das ein kurzes Duell werden. Und das wird sich auf 4800 runter. Tja, so schnell kann's gehen, Kumpel. So, für das Ende meines Zuges noch ganz kurz die Karte verdeckt setzen und... Mann. Jetzt aber. Bin ich am Ende meines Lateins fürs Erste. Michael vs. Trendsender. Der Trendsender wird verlieren. Was ist denn das? Victoria? Ja, ist ein schöner Frauenname. Angriff, vernichte, seinen Zwillingsschwerplünderer. Also wenn ich ehrlich sein soll, nö. Kein Bock drauf. Tschüss. Zweite Main-Phase, ich setze noch eine Karte fertig, da die wird nicht viel bringen. Raigeki-Brecher. So, die Karte mal ab. Und zerstöre seine verdeckte Karte. Tschüss. Sehr schön, sehr schön. Ich bin am Zug und was sehe ich ein Schönes? Der goldene Sarkophag. Tja, was soll ich denn damit jetzt machen? Haben wir eine coole Synchro-Beschwörung? Nur die beiden, wa? Bringt uns aktuell nicht so viel, aber vielleicht künftig noch irgendwas.
Egal, erstmal die Kampfphase. Zwillingsschwerplünderer, direkter Angriff. Lalalala. In Kombination mit dem finsteren Resonator. Sehr schön, sehr schön. Tja, ich will mal sagen, naja, sofort alle Zuschauer, wieso nicht? Noch eine ganz kurze Synchrobeschwörung. Rufen wir mal noch einen antiken, einen antiken Feendrachen, lalalala. Im Verteidigungsmodus. Blub, 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 blub. Bin da. Ja, das bist du. Sei willkommen im Ring. Gut, 3000 Verteidigungspunkte, wir wollen ein bisschen schützen. Hier noch ein Sarkophag. Was soll ich jetzt nehmen? Keine Karte auf der Hand, das wäre ein bisschen Kartenvorteil, nicht schlecht. Obelisk, genau, ist natürlich genau perfekt. Nee, das wird reichen. So, um ihn noch ein bisschen zu verwirren, setze noch eine Karte verdeckt und werde meinen Zug beenden. Geh hinaus. Du. Na, du Schrotthaufen, was machst du jetzt? Ja, setzt nur 2 Karten verdeckt. Ja, ist das lame oder was? Ja, was soll ich noch groß machen? Oh, das ist doch perfekt, Freunde. Aber heute habe ich Kartenglück. Ist ja unglaublich. Riesentronade. Aktivieren. Okay, bringt das gar nicht sehr viel. Bringt auch nicht sehr viel. Ja, toll, sogar die wieder zurück ins Deck. Mischen sie 2 neue Karten. Was bringt denn das? Mann, ist der doof. So, antiker Feendrache. Dann darfst du auch mal angreifen, Kleiner. Schimmernde Wogen. Sieht zumindest schön aus. Und das war's mit Schwänzender Nummer 1. Geh mir voll auf die Knie, hey. Du. Yeah. So, ein paar neue EPs, sehr schön. Hast du eine Karte für mich? Wären wir sehr froh drum. Hier müssen durchkommen. Verdammt, was mache ich jetzt? Da komme ich sowieso nicht, wir müssen eigentlich da hoch, da geht auch nicht, da muss ich oben durch. Die einen Schwänze platt machen, in der Hoffnung, sie hätten noch irgendwelche Karten für mich. Scheibenkleister. Mir fehlt da echt was. Was geht bei Jack vorbei? Hat der noch was? Mein Gott, der schon wieder. Also gegen den tritt der Gantier nicht mehr an. Keine knicken, Leute. Gut, machen wir gegen den Gladiatorkrieger. Gegen den muss ich noch fighten, weil ich muss irgendwie zu Jack vorbei. Und vielleicht hat der noch eine Karte für mich. Und dann nix wie weg hier. Scheiße, weil die 2 Items da oben noch sind. Kein Bock darauf. Die Gladiatoren sind los. Also wenn es die sind, wo ich vermute, dass es sind, dann gute Nacht. Hey. Das sind ja die immer wieder auf die Hand zurückkehren, so ähnlich wie die Geistermonster. Ein bisschen übler noch. Ach du Scheibenkleister, das sind dann so Fusionsdinger. Also, wie gesagt, nur wenn es die sind. Wenn sie nicht sind, habe ich Glück gehabt. Aber egal, erstmal hätten wir Monster verdeckt und dann noch eine Karte verdeckt. Und das war's fürs Erste. Kombination 4, 3 plus die hier. Genau, der schwarze Rosendrache. Zeige dich, Gladiatorengeheuer sind die. Ach du Scheiße, jetzt wird's lustig. Nicht so stark, ich weiß, aber teilweise noch üble Effekte drauf. Und dann Kombinationen, die noch Feldkontrolle haben. Und dann Adios. Ja, also hier dürfte klar sein, Freunde.
Ich muss die Gegner hier unbedingt frühzeitig stoppen. Ja, genau. Also nicht auf die Hand natürlich, sondern ins Deck zurück, so meint jetzt. Genau, tauscht sich immer wieder aus. Was? Versuchstiger? Da heißt echt so. Okay, was bringt das? Bastiadi, Moment, zerstören sauber Fallenkarten. Genau das meint ich. So fiese Effekte drauf. Okay, meine Kombo ist im Arsch. Oh nee, nach dem Versuchstiger. Versteht's, was ich meine, Leute? Diese Decks sind echt übelst auf nur eins mein Monster vernichten, oder? Nicht. Ja, das habe ich nur wieder ausgetauscht. Diese Decks sind echt Scheibenkleister übel drauf. Die muss ich so schnell es geht im Keim ersticken. Und das mache ich wie folgt. Erstmal den ab. Zack, ruhig im Angriffsmodus. Das wird nicht besonders viel kratzen, ist mir aber egal. Und rufe Gerümpel-Synchronisierer. It's Showtime, Freunde. Dann rufe ich mal natürlich hin. Weil ich muss mich ja von den gegnerischen Effekten irgendwie schützen können. Der allseits beliebte Sternstaubdrache ist zurück. Sehr schön. Und jetzt hoffe ich, habe ich keinen Fehler gemacht, wenn er... Ja, also hoffe mal, ich kann da gefahrlos angreifen. Bitte versteck nicht dein Monster, versteck nicht dein Monster! Scheibenklar, das muss dir passieren. Nein, Bruder des Mondes, wieso nicht die Karte? Das gibt's nicht, Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, Sternstaubdrache, Scheibenkleister. Den wir natürlich vernichten, ganz klar. Oh, Mist, hey. Ich habe keine Monster-Animation im Deck, nix. Schrei der Untoten, ja, ganz schön. Okay, Gladiatorengeheuer sind schon übel. Ja, das geht irgendwie gut. Ich will sogar 3 Karten ziehen. Ah, so. Kann ich den Angriff auf meinen Krieger lenken? Komm schon! Oder geht das nur bei Kriegern? Geht nur bei Kriegern, was? Nee. Ach komm, ja gut, es war verdeckt. Ja, ich sehe es ja ein. Menno, wenn er bloß ein Sternstaubdrache offen gewesen, den Angriff auf ihn umleiten können. Ach, meines Kind, ey. Jetzt sollte da warten und Tee trinken. Eine gute Verteidigung, tja. Klingt natürlich schön, das Problem ist nur, bei diesem Viech haben wir eine sehr gute Verteidigung. Ich fürchte, die habe ich nicht unbedingt so auf der Hand. Gladiatorengeheuer, du Scheibenkleister. Ja, warum nicht mehr Speed, hey? Mit dem Deck könnte es echt schwierig werden, hier zu siegen. Warum nicht eine gute Empfängerkarte? Für neue Synchrobeschwörung, dann könnte es eventuell noch klappen. Vielleicht. Und natürlich auf Obelisk, dann ist sowieso. Dann ist es sehr gut sogar. Der ist doch schwächer. Moment mal. Gerade angegriffen oder angegriffen wurde. Falls sie gerade angegriffen hat, kann sie. Nö. Wieso? Ist sowieso schwächer. Lalalala, ja soll er nur ein stärkeres Monster holen.
Der, was? Lock Howie! Kann ich noch angreifen? Nee, wollte schon sagen. Eine miesen verdeckten Karten, ey. Was mache ich da bloß? Was wäre jetzt hier eine gute Idee? Der Captain, ja, der Captain. Mein Captain! Aufgeben, nee. Noch nicht. Zauber sowieso keine auf. Verdammt, ohne Zauber haben wir sowieso im Arsch. Da bleiben wir fürs Erste trotz allem nur die Verteidigung. Ja. Ich liege natürlich Lebenspunkte technisch nach vorne, aber das wird mir nicht viel bringen, wenn ich bald mal eine gute Strategie habe. Ach du Scheiße, jetzt kommt der auch noch. Macht die gerade eine Beschwörung? Eine Fusionierung, das meinte ich vorhin. Oh, die Gladiatoren sind da echt übel drauf. Okay. Was? Ich kann 2 Mann vernichten! Was ist eine krasse Scheiße. Und ich habe keine brauchbaren Karten mehr auf der Hand. Die ist ja sehr schön. Ja, was bringt mir das jetzt? Das rechnet leider nur bis zum Ende des Zugs. Oh. Herz der Karten bitte, jetzt können wir die gebrauchen. Eine gute Karte, komm schon! Ja, wenn ich noch ein Monster mehr gehabt hätte, wäre es eine gute Karte gewesen, aber so... Nee, es bringt nichts. Verdammt, ich muss aussetzen. Nee, was den Captain noch für spät. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Was kommt jetzt schon wieder? Ja, der schon wieder. Wie ich diese Gladiatoren-Decks hasse. Das ist doch einfach Cheat-Trick, Mann. Man kann aus dem Deck abtauschen, ist klar. Ich hab genug, du bist jetzt dran. Fusionieren und eine Fusionskarte, ja, kein Problem, Mann. Machen wir auch. Wir brechen einfach alle Regeln. Okay, aber jetzt war auch eine ganz gute Idee und zwar ganz schnell. Ja, das eine ganz gute Idee. Komm schon, nochmal Plünder Captain. Ein zweiter, das wäre jetzt ganz geil. Na, verdammt, nee, wart. Ideal wäre jetzt freundliche Wohltat. Dann kann ich einen Captain ziehen plus Riesentornado, bin ich wieder zurück im Geschäft. Gräberns. Das geht. Ne, hier geht es ja nochmal nicht. Das hatte gerade wegen. Gibt die Level 5 insgesamt. Und ja, Leute, hatte gerade einen Katastor. Ich hoffe nur, der lässt mich auch ein bisschen. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Das Problem hierbei ist natürlich trotz allem noch, dass mich der Typ wohl kaum wird so einfach angreifen lassen mit 2 verdeckten Karten. Wäre er schön bescheuert. Ja, jetzt kriegen wir es trotzdem. Ja, diese Part haben wir schon mal wieder mal vorbei für heute. Also dann, Katastor, greif ihn an und vernichte ihn, was natürlich nicht klappt. Oder trotzdem klappt. Hey, was ist denn das für eine Karte gewesen? Defensive Taktiken? Irgendwie zurück ins Deck? Dann kann ich mal nachlesen. Was hat das für einen Effekt? Egal, spiele ich mal noch gemeinsam mit mir stark und gucken, was er jetzt macht. So, Zug beendet. Mit diesem kann ich ihn wieder aufteilen, falls ich was Besseres hätte. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Ja, die verdeckten Karten sind mir jetzt ein bisschen nicht ganz geheuer. Was will er damit bloß bezwecken? Okay, spiele ich mal Sagen im Angriffsmodus. Und ich mal sagen, ich greife an mit Katastor und zwar seinen Gladiatorengeheuer Gysarus. Seltsam, der 2 verdeckte Karten macht er gar nichts mehr, oder was?
aua, das hat weh. Das tat ja so weh, oh weh, oh weh, du. Und ruft er jetzt? Da, den schon wieder, Alter. Das ist echt mühsam, wenn du denkst, ja, dann können wir so ein Monster vernichten, dann nochmal ein paar weitere im Decks und auch wenn du irgendwie anvisierst, schießt er wieder zurück ins Deck, tauscht du gegen andere aus und ja, das ist... Also hier musst du echt auf Deckzerstörung setzen, sonst bist du denen an der falschen Adresse. Oh, mein Sangan. Nein, nicht mein Sangan, mein Lieblings-Sangan, mein einzig wahrer. Wieso muss er so wenig Angriffspunkte haben? Egal, auch der gibt mir eine Karte zurück auf die Hand, das ist natürlich sehr schön. Zum Beispiel einen Zombie. Das elende Austauscher, was machen jetzt schon wieder? Was kann der schon wieder, wenn er spezial beschworen wird? Vermutlich sehr viel, was mir gar nicht gefällt. Was? Wer hat denn das gemacht? Das ist natürlich ein krasser Effekt, muss ich zugeben. Oh Mensch, das Kind, die 3 verdächtigen Karten. So, Golden Sarkophag. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt am besten. Kartenzerstörung, ein komplett neues Blatt. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ne, nehmen wir freundliche Wohltat. Könnte als Stufe 7 Monster rufen. Ich habe echt versucht darin, ihn zu... Also ihr wisst schon, wen ich meine war. Den schwarzen Rosendrachen, genau, wenn es gerade aktuell so ist. Noch ein bisschen aussetzen. Ja, aber es war ihm zu gefährlich. Ich setze nach einer Runde aus. Und er hat mal Überlänge. Ach du Scheibenklar heißt da. Das sieht übel aus. Lakari also. Ja. Schön für ihn. Nicht schön für mich. Okay, also kann man so die Ungeheuer auch ein bisschen ausbremsen und einfach verhindert, dass sie angreifen und angegriffen werden. Das ist schon mal eine gute Idee. Trotzdem ein bisschen riskant, setzt der Karte noch, also das Monster noch verdeckt. Und bei dem Einzug schon wieder. Komm schon, Riesentornado, wird jetzt ganz praktisch. Ein Teilchen aus und kondensieren neu, setzt wieder eine Karte neu ein und so weiter und so fort. Was war denn jetzt los? Was? So viele? Das muss ein Mordsteil sein. Was ist denn das für eine Bestie jetzt? Gladiatorenglorieux Heraklinos. Ach du Scheiße. Ah, es hat aber gerade einen Fehler gemacht, Freunde. Jetzt hat er gerade einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt Glück habe, dann kann ich... Doch, das könnte klappen. Ach du Scheibenkleister. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich muss jetzt mal doch mal ganz fies gesagt, muss jetzt mal ein paar beenden. Wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Monster Card, seht ihr morgen wieder im Kampf gegen die Gladiatorengeheuer. Es sieht doof aus, wenn ich jetzt Glück habe und die richtigen 3 Karten ziehe, dann kann ich ihn in dieser Runde noch platt machen. Oder jetzt mal die Feldkontrolle zurückholen, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.